Seit etliche Joren besteht der Renncenter Trier, wo viel Lützeburger Piloten Slotracer ihren Hobby mit den kleinen Auto nachüben. Der Renncenter Trier hat 4 Pisten mit 5 Spuren, wo auch dieses Weekend 42 internationale Slotracer an der Lowlands Gecko GT Pro Serie in Plätze gekämpft haben. Aus Lützeburger Sicht konnte Steve Hentges, Proprietär von Minette Speedway zu Birgem, sich auf die 3. Platz setzen. An Eiweise Mariech e puer Bilder vun dësem sportlech interessanten Evenement. Dio Klein aus dem schönen Alsace, der irgendwann auf die Idee kam, Slotcars zu bauen. Kannst du uns kurz einen Einblick geben in die Gecko-Rennserie, in die Gecko-Autos, was da der Ursprung war, wie das entstanden ist? Entstanden ist es eigentlich aus der Idee, dass wir Interessierten am Hobby Slot Racing die Welt einfacher eröffnen. Das heißt, dass sie sofort out of the box ein Fahrzeug benutzen können, ohne die technischen Kenntnisse haben zu müssen, um ein solches Auto bauen zu können. In der Regel ist es so, die Slot Racer bauen ihre Autos selber. Aus Bestandteilen, aus Karosserien, aus Chassis, Räder. Und diese Kenntnis muss man haben, damit ein Auto schnell wird. Und nur dann macht es auch Spaß, an ein Rennen teilzunehmen. Das kann man aber fertig bis vor 4 Jahren, 5 Jahren nicht kaufen. Da sind wir auf die Idee gekommen, ein komplettes, fertiges, rennfertiges, wirklich kompetitives Auto herzustellen. Und daraus ist der Gecko entstanden. Das war eine Idee. Wir sind heute hier im Renncenter Trier. Es sind ca. 40 Fahrer am Start. Hast du beim Ursprung der Idee gedacht, dass das einmal so wachsen würde? Niemals, niemals. Wir haben gedacht, dass wir vielleicht 20, 30 Verrückte in Anführungsstrichen finden, die sagen, okay, wir möchten gerne sowas haben. Aber wir haben inzwischen schon über 1000 von diesen Fahrzeugen produziert und sie weltweit auch verkauft. Europaweit, Südamerika, Australien, Amerika. Also die Nachfrage ist riesig und wir haben 6 Monate Lieferzeit, sagt eigentlich alles. Was würdest du anders machen, wenn du nochmal von vorne anfangen müsstest? Ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde, weil ich habe noch nie in meinem Leben so viel und so durchgehend gearbeitet. Ich habe zwar immer viel gearbeitet, aber was wir momentan machen, ist eigentlich eine Belastungsgrenze. Weil auf der einen Seite möchte man mit Kunden so schnell wie möglich mit Autos versorgen. Auf der anderen Seite muss man auch gucken, dass man selber auch noch ein bisschen Leben hat. Wir arbeiten also 7 Tage die Woche, 12 bis 15 Stunden am Tag. Das geht an die Kraft.
Oh, daarna heb je gezien.